Ekran! Ekranen geef niet op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom mijn lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat je van jou erbij bent, die radio eingeschaltet hast. Oder voor die wat ik op YouTube zendt, hebben een gouden tijd. Met mij heb ik hier van jou Gabi Unrau, wil ik nog maar zeggen, aber du bist in die kroon, du bist befried. En ik zie Eduard Giesbrecht, so welkom Gabi. Dankeschön, vielen Dank. We hebben van jou een zeer interessante thema, wat we allemaal over geredet hebben, was het eng, aber van jou wel we gleich een beetje wieder in Einzelheiten eingehen. Ja. Und dort ist eben Wunder. Aber wir wollen auch da in general reden, aber von Buben ab. Ja. Für die, die das nicht weiter Gabi hat mal ein Stell, trägt, die, die in YouTube sein können, dort checken, Zeugnis verteilt, wo Gott geheilt hat. Von Kopfrichtungen, viel mehr, dort du dann seine. So, und von der wollen wir ein klein bisschen von der Geschichte noch einmal reden, aber dann wollen wir noch mehr von Wunder reden. So, wo kommt deine Heilung? Wo fängt das Ganze an, dass du geheilt wirst von deiner Krankheit? Oder wo wie deine Krankheit vielleicht mal kalt? Ja. Um einfach das ganz kort einmal taub zu finden, ist, dass ich als kranke Kind abgewaschen bin. Also von Anfang an immer krank gewesen. Und dort, was die an einem anderen Programm hier oder sein kann, wenn die das auf YouTube noch checken, ist die Parte, oder die steht, wo ich 2014 geheilt worden bin. Und was ich von dir noch abgerieben ist, was da fern noch alles passiert ist. So. Was ist dann passiert? Also ich sage nicht schwierig. Was du gewesen ist, ich konnte bei vielen Stauten nicht wirklich verstehen, was da fern gewesen ist. Ich hatte ein Wunder ohne 2011. Ein Wunder hatte ich dann, wenn ich hatte viele Krankheiten, wo mein Körper en mir ben, alles wat ik me ontwikkelen deed, wat mijn mail schaffen deed. En dan viele andere Krankheiten, wat ik bovenop had. So, in 2011 had ik een Wunder. Ik schaf dan in Paraguay, in Asunción. En daar werd ik eenmaal ganz geheilt. En ik wist dat ik weer gezond. Ik twijfelde niet daran. Ik dacht me zo, wenn Gott heilt, dan heilt hij ganz. En dan kwam het zo ram dat ik terugkwam in mijn omgeving, mijn familie. En met de dokters wat ik dan verder geschaft had. En die zeiden, aber nou, dat wordt niet alles zijn, we worden nog maar onderzoeken. En dan vangen de water aan te onderzoeken. En dan vangen de aan mijn kop te onderzoeken. Want ik had zeer veel met kop, wo die wisten, dat in mijn kop niet alles recht weer. En die bleven einfach zo sterk, die moesten nog wieder zoeken. Nog wieder zoeken, wo is dat probleem. En ik had het niet ganz verstaan. Also te zijn, ik kon niet erklären, dat Gott mir geheilt hat. Wo ich einfach sagen kann, Gott hat mir geheilt und das ist einfach so. Ob ich das nicht verstehen oder erklären kann. Der hat das einfach getan. Ja, der hat das einfach getan. Wenn Gott ein Wunder tut im Körper, dann ist das nicht, dass die das nicht sein kann, so ist das passiert. Wenn das so natürlich ist, so menschlich sein, dann wird das nicht Gott sein. See. So, was passiert dann in die als Doktors und Menschen, die das nicht mehr glaubten, dass die nicht gesund werden? Was passiert dann in die? Das erste ist, dass kein Mensch wirklich Rami hat, der sagt, du bist geheilt. Okay. Und wenn ich das noch nie nicht belebt habe oder nicht sein kann, hier hat die ganze Zeit bloß, naja, du ist vielleicht noch was. Vielleicht ist da noch was. Dann hatte ich einen Tag, nur einen Monat von dem Wunder, einen Monat wieder, hatte ich einmal ein Bett Kopfrichtung. Und dann dachte ich, das ist wirklich reingekommen. Der Doktor hat recht gehabt. Das ist wirklich so. Und was ich sagen möchte, ist, dass der, wo du für ein ganz bisschen Zwiebel, nimmt den feinen Fuß und schmiert noch mal rein. So, ich dachte dann nicht Fuß daran, dann ist ich wieder ganz krank. Sondern ich dachte bloß, naja, vielleicht ist bloß Kopfrichtung geblieben. Und so dort nimmt der Feind dann einen Stopp wieder. Okay, du gleist nicht all, du hast Kopfrichtung. Okay, dann kommt der nächste Stopp. Und dann kommt ein am anderen Trick. Und damit falle ich meist ganz träge in der Krankheit. Wow. Ich hatte gewisse Dinge, die ganz geheilt werden.
So dann musst du ein paar Jahre stark in Kapriting in all diese Sachen leben. Ja. So dort wie eine Sache, was sie fehlt mal, als sie das Zeugnis vertellen, hat sie diese Part nicht verteilt. Ja. Und du sagst, du hast die Schloter Lied zu verstehen, was da passiert ist. Vorher had ik niemals, ik zag dat niet, waarom dat gaat dort. Wenn es dessen ganzen Zeit, das sind 3 Jahre. Von dem ersten Wunder und dem zweiten Wunder. Und das sind 3 Jahre und ich wusste nie nicht, das erste Stout, ich habe so gekämpft an mir. Ich sage, Gott heilt nicht meine Hälfte. Wenn Gott wem heilt, dann heilt er das ganz. Und wenn wir in der Bibel lesen, alle Geschichten ist ganz geheilt. Na, du hast von Alten Testament anfangen, aber das Neue Testament alle Ganz rein. glücklich. Du sagst so viel Wunder, dass wir regt nicht 15 Minuten Zeit, die alle lesen. Und was passiert dann, ich glaube in 2014 in Deutschland, nicht so? Was passiert dort dann? Also, wo ich dann in Deutschland war, ich war dann auf einer Bibelschule. Und wo ich Gott wirklich war, ganz persönlich. Einfach nur eigen Gott. Ich habe so viel gebet. Ich war saß weg, wo ich kein Licht verdrehen deed wegen meiner Augen. Und die ganze Kopfrichtung, das wir so krank, was das alle taub wird, dass ich kein Licht verdrehen konnte. Ich hatte nicht die Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Ich hatte nicht die Möglichkeit, wirklich mit anderen Menschen zu reden, wenn ich war immer an einer düsteren Stelle in Deutschland. Und da habe ich wirklich geleerd, so deep, wat ich beten deed mit Gott. Und reden deed mit Gott, wo ich leer, dass Gott mir eine Antwort geben kann. Und ich sehe ganz klar zu Gott, mit alles, was ich in der Bibel weiß, ist, dass du nicht mal halbe Wunder stehst, sondern ganze. Und ich habe das über all den Zeit, von dem ersten Wunder an wieder, ich habe das alle einmal belebt. Ich war einen Monat, wo ich ganz frei von allen Medikamenten war, mit allen Pillen, wie ich war. En ik zei tegen God, dat wil ik teruggaan. Dat wil ik teruggaan. En ik wil het ganze Wunder haben. Und was passiert dann? So, in Deutschland, und dann war ein Moment, wo ich das nicht mal gedacht habe, wo Gott mir 100% gesund gemerkt hat. Und da verstand ich dann wirklich, das ist ein Wunder, was Gott an mir tut. Ich kann das nicht erklären. Und ich hatte nicht mehr den Kampf, dann niemals zu erklären, wo es dort passiert. Sondern ich sehe einfach, ich bin gesund und du isst es einfach. Und dann ein Tag wieder da. Ja. Und was ich sagen möchte, ist, vor den nächsten Tag, ich will noch nicht mal ganz 24 Stunden, wo ich ganz gesund war, dann krieg ich so den ganzen Druck auf den Kopf, wenn das alles mit dem Kopf angegeben wird, vorher die Krankheiten, krieg ich so zurück. Und wenn ich so durcheinander war mit allem, ich will bei anderen Liedern den Tag krieg, und ich sagte, ich würde mir mit Dollar gehen, ich fällt mir so funnig, und der ganze Kopf, der hat so einen Druck. Und dann habe ich mich durchgelegt, wir ganz allein in der Stuhl, und ich habe gebeten. Ich sagte Gott, das ist nicht von dir, das weiß ich. Ich sagte Gott, das wird nicht weiter zurückkommen. Ich will nicht weiter krank werden. Und ich frug Gott, wies mir, was passiert in meinem Kopf? Was ist das, was in meinem Körper passiert? Und dann weiß er mir einfach mit den jährlichen Augen, weiß er mir einfach den Unterschied zwischen dem wirkliche Video, was ich vorher habe, und das, was wir nu wir. Das wir aus eine Kopie bloß da bin wir. Das sperrt sich so aus wann, aber das wir nicht 100%. Und dann frug ich Gott, was meint das? Was meint das Kampf an mir bin? Und dann sagt Gott, du hast die wohl. Der Teufel, der versucht die dort war zu kriegen. Wenn du gesund bist, das ist so eine Kraft, was du an dir hast. Aber du kannst auch an den Wunder glauben. Und du entscheidest, welche Situation du nimmst. Und dann verstand ich dort, albeit wieder, von den Zweifels, was ich vorher gehabt habe, und dann alles zurückgestellt wird, oder meist alles zurückgestellt wird, und nu hat ich gekriegt, so war das wohl. Was das zurückgestellt wird? Ja. Und dann entscheide ich mich 100%. Ich sage, ich bin 100% gesund, da wird nicht eine Krankheit zurückkommen, was ich vorher gehabt habe, und damit ging alles weg. Wow. So, der Feind, der versucht das immer und immer weiter. Ich habe dann Bett von durch den Tag versucht, immer weiter zurückzukommen. Mir sind den Kopf weh und weiß nicht, Druck im Kopf zu geben. Und ich sage, aber ich bin gesund und ich nehme das nicht an. Und dann verlaat het waren. Dann wird das verloren. Wow. So, was sagst du nu zu einem Mensch, der sagt, er hat ein Wunder belebt und irgendwo das nicht mehr du, oder das hat verloren, dass es bei dir hat, oder was kostet dir den Mensch sein?
In erster Linie möchte ich sein, glaub an das, was Gott an die getan hat. Wenn Gott, das ist ganz klar in der Bibel geschrieben, der hat keine halbe Wunder. Das gibt nicht ein Beispiel, wo Gott sagt, naja, du hast vielleicht 5 Krankheiten und ich will ein wegnehmen. Der hat immer ganz. Und das geht nicht nur um körperliche Wunder. Ich möchte das über jedem aussprechen, was vielleicht mit den Finanzen, mit Geld Trouble hat. Vielleicht mit Schmecken oder irgendeine andere Sünde Trouble hat. Und der gesagt hat, okay, ich sehe frei geworden. Ich sehe frei von Krankheiten, ich sehe frei von irgendeiner Sucht. Dass die ohne Freiheit festhalten. Wenn es so viel kommt die Gedanken, naja, einmal noch. Oder ein Tag noch kaputt. Naja, vielleicht ist es nicht mehr ein Tag, wo das kommt. Und dann irgendwann dreht sich das Rad und dann denkst du immer pinkel, ja, das ist ein Tag und die will die Physik das nicht Fuß auf ein großes Knopf zu bringen. So, die wird nicht sein, so nu nehmen diese Krankheit weiter an. Wenn es dann weiten jeder, nein, das weiß nicht. Die Physik das so hingerammen zu drehen, dass du die Lust, die Sucht oder auch die Krankheit frisch annimmst, auf so eine Weise, dass die das nicht gut sein lässt. Das ist mir sehr interessant. Was ich einmal gesehen habe, die reden so ein bisschen von Süchten, von Menschen, die an irgendwas gebunden sind. Das gibt, zum Beispiel habe ich Zeugnisse hier, ich sehe niemals so fast und schmecke oder trinke was, ob ich getrunken und geschmeckt habe in meinen jüngeren Jahren. Aber ich wieder nicht so fast an, aber ich habe hier von Menschen, die nehmen Jesus an und bah, das war ich. Ja. Dat is geen aan, die willen niet van dat weten. Maar dan heeft het andere mensen, die nemen Jezus aan en dat is ook weg. Maar dan irgendwann komt dat is, vielleicht messes is bij die, dan komen de verzoekingen terug, wo die vindt aanslaan dat. Ja. En wo zij in de vrijheid zich entscheiden moeten te leven. Ja. En ik bewonder so eine Person immer, wo dann sagt, nee, ich will nicht eine Zigarre nehmen, ich will nicht ein Glas Bier nehmen, aber ich will ganz frei bleiben. Und was ich einmal, ich weiß nicht, ist das Gott seine Liebe ist, aber was ich ein bisschen daraus nehme, ist, dass sie sind einmal ein Zeugnis von anderen Menschen, dass andere Menschen sie nicht kennen. Jo, diese Person entscheidet sich, bad von dir, nach jeden Tag in der Freiheit zu leben. Eine andere Person, die noch nicht so weit ist, wenn diese Person auf einmal sitzt, sagt ich will auch so leben. Ich will mich von dir entscheiden, frei zu sein von was immer und dort bleiben zu leben. Nicht bloß ein Tag und dann alles voller lassen. Ich glaube, das hat sehr viel mit dem Kopf zu tun. Wenn es an sie denken, das ist der Prozess, da fängt das an, was wir einen tun wollen. Was wir entscheiden wollen. Und wenn du das Beispiel von der Zigarre nimmst, wenn du schmeckst, und du entscheidest die einfach, ich will nicht mehr, das ist eine Entscheidung von jedem Tag. Kriegst du mit Krankheiten. Wenn du sagst, Gott, ich sehe gesund und ich will nicht mehr Pillen einnehmen. Ich glaube daran und ich will nicht mehr Pillen einnehmen. Aber dann kommt der Fien Völken nach und sagt, naja, versieg doch eine Pille. Oder noch eine Zigarre. Ja. Aber dann kann man das einfach aufschneiden. Und ich sage, so eine Menschen zum Beispiel, die auf dem Schlag geheilt sind, also in dem Moment, so ist bei mir das zweite Mal, ich wusste das 100%. Und ich kriege die Entscheidung für 100%. So dann kriege ich nicht mehr die Versicherung, naja, erst nicht reingefallen oder nicht. Sondern das ist eine Entscheidung, die ich 100% genommen habe. Und ich glaube, das kann auch viele Menschen helfen, besonders wenn sie mit einer Sucht zu tun haben. Wenn sie auf einmal weiter, nu sehe ich frei, dann nicht denken, dann das nehmen, ich sehe frei. Ja. En einfach, en dienen wird, wenn ich mocht sagen, dienen wird, der hat so eine Kraft. Was du aussprichst, dort wird Vierten, also so, das kriegt dort passiert. Und wenn du sagst, naja, ich weiß nicht, ob ich frei bin, dann hast du eine kleine der ob, wo der Find noch nicht kommen kann. So, dann nimmst du vielleicht doch noch eine sogar. Oder eine Pille. Oder ein Wort, was die kriegt belastend ist. Wow, ich bin so dankbar für das Zeugnis, was du hast. Mir merkt das auch viel der EU, der jährliche EU. Ja. Und mir hat das auch immer war von dir das so zu hören, wenn du das auch besonders sehr intensiv oder sehr deutlich erlebt hast. So, nu hast du vielleicht Menschen, sie weiter Gott will in Wunder entdecken. Und nu vielleicht in diesem Moment, wo du das Zeugnis hier hast, hast du auf einmal Gefühl, Gott will ein Wunder in mir tun. Was immer dort ist, wo immer die dort fehlen, wie, ich kann das hier nicht reden, hier im Studio, wo du nu kriegst Balance für diese Person
zu beten. Dass sie vielleicht mit die mitbeten können, oder vielleicht sogar diese Sachen nur sagen können. Was wir uns dafür? Ja. Was ich vorher sagen möchte, ist, nicht jedes Wunder passiert auf dem Schlag. Wenn Gott hat für jede Person ein besonderes Recht. So, wenn du ein Verlangen hast, ein Wunder zu erleben, dann redet immer aus. So, ich gerade sehe, die wir die haben Kraft. Und wenn du sagst, naja, ich sehe eben Kranken, ich sehe das eben, ich sehe das eben, wenn es dort, was deine Umgehung ist, also zum Beispiel in meinem Fall, ich habe das erste Wunder erlebt. Aber alle um mich herum sehen, naja, das wird vielleicht nicht sein. Oder vielleicht ist noch das. Und dann fängst du selbst an, das zu denken. Du fängst an, naja, was, wenn es doch ist. Und ich möchte einfach ganz klar sein. Pass auf, was du denken ist. See. Eine andere Sache ist, was du auch vorher mit mir redest, würde vielleicht nicht auch noch wichtig sein, zu sagen, ist, dass das nicht mal ein großer Prediger ist, oder eine besondere Person. Kannst du davon was sagen? Ja, wenn es für mich zum Beispiel, ich dachte vorher auch immer so, naja, wann ja ein Prediger wird für mich beten, oder was immer. Aber für mich wird das so persönlich, wenn es ich und Gott ganz allein werden, als mein großes Wunder passiert. Als ich in 2014 mein großes Wunder erlebt, dann wir bloß ich und Gott. Da wir nicht mal ein anderer Mensch im Haus bin. So, ich möchte die Mut merken. Du musst nicht von anderen Menschen abhängig sein, sondern das hat mit deiner Entscheidung zu tun. Wenn du ein Wunder bist, dann redet aus und dann bet. Und gib nicht nur am 4. Tag ab. Oder wenn du nur 2 Monate gebet hast, dann gib nicht ab. Amen. Manchmal geht das vielleicht ein Jahr. Und manchmal, je nachdem, was für ein Wunder die Brücken ist, ob das nicht mit dem Geld zu tun hat, ob das von Schmecken, eine Sucht ist oder Krankheiten, manchmal ist das ein Prozess. Du wirst vielleicht nicht von der gesunden Marien hast du nichts, sondern manchmal kommt das weniger und weniger und weniger und weniger und am besten mit einmal gesund. Du wirst das vielleicht nicht so enden wollen. Aber ich möchte sein, hol daran fest, wenn es Gottes Willen ist, jedem zu hören. Amen. So, dann werden wir zu beten. Ja. Und ich möchte einfach, dass du, wenn du das beten lässt, dass das nicht laut wird für dich sind, sondern dass du das persönlich nimmst. Dass du wirklich sagst, Gott, ich möchte mein Hart erst aufmerken. Ich möchte mein Hart aufmerken und dann beten. Und dass du das jeder Tag wiederholen kannst. Und du musst nicht das beten, was ich nu krieg bete, sondern du kannst in deine Enge wird. Wenn du Gott in dein Hart hast, wenn du Jesus in dein Hart hast, wenn du wirklich bekehrt bist und Jesus in dein Hart eingeladen hast, dann wird es die sein, wo du beten kannst. Das sind nicht von der Wirt abhängig, die ich nie sei, sondern das hat mit dein Hart zu tun. Auf dein Hart reit es. Wirklich zu beten und Gott zu sein, hier sehe ich. Vor dem Himmel, ich möchte dir Dankeschön sein. Ich möchte dir Dankeschön sein, für wie groß du bist. Ich möchte dir Dankeschön sein für deine Herrlichkeit. Dass du so groß bist und dass du uns Menschen, selbst wenn wir so klein auf der Welt sind, dass du immer für uns da bist. Und dass du immer in uns bist, Vater. Vater, ich danke dir, dass du perfekt bist und dass du einfach den Wunsch hast, jeden Menschen zu heilen. Ich spreche aus über dein Leben. Lieber Tochter, ich spreche aus über dein Leben, dass du Glauben hast. Durch dein Glauben kannst du geheilt werden. Durch dein Glauben muss Gott dich heilen. Und Gott hat dir ausgesagt, nicht wenn du ein Mensch bist, der du einfach von vielen Menschen ist, sondern du bist ein Mensch, wenn Gott dich berufen hat. Gott hat dich berufen. Und ich möchte aussprechen, dass du Glauben hast. Dass du Glauben hast, zu beten und zu reden in deiner Welt. Und sprich mit mir nur. En Jesus zijn naam, ik ben geheilt. Ik ben vrij. Jesus heeft mij vrijgesproken. Durch dat bloot Jesus Christus beste vrijgesproken. En ik spreek den Glauben uit. En Jesus zijn naam bete ik dafür, dat Gott einfach jedem Tag hier und jeder, der das zit, einfach bewirken macht. En Heilige Geest, ik mocht die beten, dat du jeder einzelne Person honorieren machst. En dat du mit ihnen reden machst. En wat für eine Situation sie halt brauchen. Dat sie wird fängt zu beten. En ich spreche deinen Schutz uit. In Jesus zijn naam. Amen. Amen. Ik kan een groot amen te dat zeggen. Mocht God die zijn leven toegieren. Mocht hij groot het gaan met die vergaan. God is zijn en tot het nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591
7788 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.